Servus, grüß euch und habe die Ehre, ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Ich bin die Fadewilson und heute habe ich ein Bild für euch, das ich bei der Reise benutzt habe. Das Bild, das kann man von Teil 1 bis Teil 7 spielen. Man muss nur immer schauen, dass man die richtigen Modifier drin hat, damit die ganze Sache auch was bringt. Also Grundstruktur ist da und wie gesagt, je nach Gebrauch muss man die Modifier ändern. Ich mache das ganz schnell, ich zeige euch das Bild und habt Spaß dabei, ja. Falls man jetzt wieder nachher kommt, es geht mit der Technik auch, es geht mit vielen anderen Builds. Ich habe es so gemacht und das zeige ich euch jetzt. Und da würde ich sagen, packen wir's! Das ist vielleicht nur ein Prototyp, aber er ist ziemlich beeindruckend. So, jetzt gehen wir mal ins Bild. Techniker-Spezialisierung wäre das erste. Das zweite wäre dann die Uhr voll zum haben. Ja, das vergesse ich oft einmal. Aber die Uhr sollte voll sein, sprich 800 SAD-Punkte brauchst, dann ist das Ding voll. Dann haben wir Striker-Rüstung, Kampfausrüstung des Stürmers. Dort haben wir alles auf Waffenschaden, Schaden durch kritische Treffer und Chance auf kritische Treffer, Mod. Also drehen, ja. Dann haben wir die Stürmerweste an. Da habe ich Waffenschaden drin, Schaden durch kritische Treffer, Schaden durch kritische Treffer Mod. Und die Weste erhöht die maximale Stapelmenge von Wagnis des Stürmers von 100 auf 200. Pro Sekunde gehen zwischen 100 und 203 Stapel verloren. Dann haben wir die Stürmer Handschuhe. Auch wieder Schaden durch kritische Treffer. Da spielen wir mit dem Ninja Bike Rucksack. Da ist eine Chance auf kritische Treffer Mod drin. Der Ninja Bike setzt zu jedem Ausrüstungsteil des Ausrüsters noch eins dazu. Sprich 3 Teile Stürmer sind 4 Teile Stürmer. Und so weiter. Ja. Des Weiteren hat er halt Waffenschaden, Rüstung und Fertigkeitsrang drin. Dann brauchen wir wieder einmal das Picaros Holster. Warum das Picaros Holster? Und warum gerade Brazos de Arcapuz? Das ist ein blöder Name. Weil mir Fertigkeitstempo ist jetzt da gar nicht so wichtig, aber der Fertigkeitsrang und die Magazingröße 50% mehr, die sind entscheidend und deswegen habe ich die Marke gewählt und auch das Picaros Holster. Gedreht wieder Waffenschaden durch kritische Treffer. Schaden durch kritische Treffer. Umgerollt. Waffenschaden hat es jetzt gerade noch 10%. Hatte es mal 15%. Aber naja, müssen wir damit leben. Dann das zweite Teil vom Brazos. Das kann man eigentlich auch, wenn man Handschuhe hat, dran wie man will. Es müssen auf alle Fälle 2 Teile Brazos drin sein, eben damit man die volle Markensatzbegünstigung, sage ich jetzt einmal, drin hat. Auch wieder Chance auf kritische Treffer, Schaden durch kritische Treffer. Warum spiele ich das Ganze so? Also, da Waffe brauchen wir auch noch, die Ouroboros. Wenn die einer nicht hat, dann kann er auch die Dark Winter nehmen, die wo jetzt da wieder nicht dabei habe. Oder eine Vektor. Die funktionieren auch ganz gut. Es muss halt schnell schießen. Also MP braucht es auch nicht unbedingt sein, aber du brauchst eine extrem enorme Schusswiederholfrequenz. Und da ist halt die Ouroboros das Beste oder die schnellste. Dann habe ich noch drin die Lexington mit Talent Erhaltung. Da ist auch wieder so, wenn du die Lexington nicht hast, suchst du eine aus, die wo ja, da gut liegt und auch das Talent Erhaltung drauf hat. Möglichst Sturmgewehr, das einen hohen Schaden hat und auch wieder eine hohe Schussfrequenz. Also auf die Schussfrequenz kommt es drauf zusammen. Die muss immer hoch sein.
Dann kannst du es mit jeder Waffe austauschen, sollte dir die Ouroboros und die Lexington nicht besitzen. So, ausrüsten tun wir dann mit dem Werkmeister-Drohnenstock. Der Werkmeister-Drohnenstock, der tut immer so ein paar Nanos verströmen und repariert dein Schild. Dann brauchen wir das Kreuzfahrerschild. Das ist bei uns dann auf Rang 6, weil wir haben ja praktisch 3 gelbe, 3 blaue und 5 rote. Warum? Rot 1, 2, 3, 4, 5, weil Picaros Holster. Blau, ja, ist ersichtlich. Und die gelben, 1 von der Spezialisierung, 1 von Ninja Bike und 1 vom Markenset, von den Brazos. Jetzt bringen wir mir natürlich da aufs Schild 6 zusammen. Der Gedanke bei dem Set ist der, mit der neuen Season, wo man das Momentum, ja, hochschießen kann, bringst du das zusammen, dass dein Schild unverwundbar bleibt. Sprich, du aktivierst dein Schildwall. Und dann kann das so schnell keiner was. Man muss ein bisschen vorsichtig spielen, am Anfang muss man sich daran gewöhnen, aber es ist nicht schlecht. So, zu den Modifier. Die Modifier habe ich jetzt natürlich ausgerichtet oder sind jetzt da drin, weil ich die Reise noch fertig machen muss. Und da muss ich eben die taktische Überlegenheit drin haben. Ich würde vorschlagen, Übersteuerung eine zum nur. Dann habe ich drin das Momentum aufwahlen, Abschüsse durch Fertigkeiten verdoppeln, den Anstieg vom Momentum. Könnt im Grunde dann eine da, was lustig seid. Meinetwegen eine explosive Verstärkung. Jetzt mit dem Murmeln spielt oder ein Sensenmount-Scan. Keine Ahnung, oder kritische Trefferstellen, maximal Rüstung wieder her. Das war auch gescheit, wie gesagt, ich habe es umgedreht, wächst der Reise. Verstärkter Feld erhöht die Grundgesundheit des Des, also verstärkter Schild, der Modifikator sollte auf alle Fälle drin sein, scheißegal was bei den anderen 3 macht, aber der gehört zum Bild. Und das kinetische Momentum gehört auch zum Bild. Also die 2 drin haben, unbedingt. Da hat es die Übersteuerung eine. Erhöhen Sie sofort mit abtrünnigem Momentum und erhalten Sie mächtige Kampfboni. Nach einem Ende von Übersteuerung wird Ihr Momentum vorübergehend reduziert. Boni für 10 Sekunden, 30% Waffenschaden, 30% Fertigkeitsschaden, 30% Feuerrate. Nachteile: Nach dem Ende von Übersteuerung wird der Momentumgewinn für 150 Sekunden um 70% reduziert. So, das da zum Bild. Ich habe es geschafft, mit dem Bild das Momentum recht gut zum Steuern. Das seht ihr dann vielleicht im Gameplay. Jetzt muss ich das auch noch sagen, wie gesagt, das Bild ist gebaut für die Reise. Du kannst von A bis, weiß ich nicht was spielen. Du musst nur immer schauen, was du gerade brauchst und musst die Modifier ändern, damit du auf das hinkommst, was du bei der Reise brauchst. Wie gesagt, ich habe es mit dem gebracht und ich habe jetzt nicht am Schießstand beschissen, sondern ich habe das ganze Ding in der Open World durchgespielt oder gespielt, darum bin ich auch noch nicht fertig. Was heißt bescheißen? Bescheißen ist es nicht, ich habe es halt nicht ausgenutzt, den Schießstand. Ja. Ja. Was halt da bei der Reise erforderlich ist, aktivieren Sie taktische Überlegenheit, deswegen ist der eine Mod drin, ja. Verlängern Sie die Dauer von taktischer Überlegenheit, indem Sie Gegner durch Kopfschüsse töten. Funktioniert auch ganz gut, weil mit der Ouroboros musst du immer relativ nah dran sein. Führen Sie Nahkampftötungen mit dem Schild aus, während verstärktes Schild ausgerüstet ist. Ja, verstärktes Schild ist ausgerüstet und da unser Schild sehr stark ist, können wir da auch ran an den Gegner. Stellen Sie mit Hilfe von reaktiver Verstärkung 100% Rüstung wieder her. Jo, das haben wir auch gemacht, da habe ich eben dann einen anderen Mod da gehabt.
halten Sie Momentum im Rang 5 60 Sekunden lang aufrecht. Das funktioniert auch mit dem Bild, wenn der Gegner nicht ausgängen. Also das Bild arbeitet jetzt nicht mit den Fertigkeiten, sondern mit dem Schaden, was du machst, und mit der Ouroboros schießt du dein Momentum relativ schnell weit in die Höhe. So, erreichen Sie Momentum Rang 5 und schalten Sie 8 Gegner aus. Funktioniert auch ganz gut. Eliminieren Sie Gegner, während Sie Momentum über 50% aufrechterhalten. Und das funktioniert mit dem Bild sehr, sehr gut. Und das letzte kann man sich dann sparen, weil man eher über 2 auslassen darf. Also, wenn wir mein Ziel wieder verfolgen. So das Bild, und deswegen, ja, spiele ich das wieder so. Probiert es aus. Es ist echt, ja, sage jetzt mal empfehlenswert. Bis dahin, wie gesagt, die ist völlig egal, was da nicht als TDI-Card G50 braucht man nicht wirklich. So, in dem Sinne, viel Spaß mit dem Bild, man hört sich und sieht sich das nächste Mal. Jetzt kommt noch ein bisschen Gameplay, damit man das auch sieht, wie umeinander fetzt. Und dann bis zum nächsten Mal. Servus. Keiner mehr übrig. Gegen jeden verteidigen. Im Herzen der Stadt, die niemals schläft. Diese Stadt wird gesäubert. Bye bye, Panzerung. Feindliche Übertragung empfangen. Schießen die nur auf mich. Scheiße, bin geliefert. Das ist unmöglich. Feindliche Übertragung erkannt. Wir gegen Schmerz.
Verstärkung trifft ein. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Feindliche Übertragung erkannt. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Wir brauchen wirklich Ihre Hilfe.